You have Batman and Spidey here. Still broken. The candy is going to hold in here. Bye bye. Was geht denn, Leute? Heute ein bisschen faul gewesen. Wir haben jetzt gerade 3:30. Ich hätte viel früher zum Strip gekonnt, aber ich habe mich dazu entschieden, nochmal 1,5 Stunden zu schlafen. Garage zu und let's go. Heute bin ich nicht so krass motiviert wie gestern. Also ich habe zwar schon Bock auf Poker, aber ich hatte nicht so große Lust, jetzt zum Strip zu fahren, um ehrlich zu sein. Hab kurz darüber nachgedacht, einfach online zu spielen. Aber wir haben diesen Monat noch nicht so viele Stunden gespielt, wie ihr wisst. Und faul sein ist jetzt gerade nicht so gut. Im Casino erstmal ein Green Tea bestellen. Ich bin im Moment voll auf Green Tea umgestellt. Also ich bin noch nie so als Perser eigentlich immer nur schwarze Tee. Aber Green Tea hat richtig gut getan am Tisch. Hat mich ein bisschen relaxed und auch beim Fokus gut geholfen. Besser als Kaffee, würde ich sagen. Stau, Leute. Wir stecken hier im Stau, Leute. Wir sind direkt bei Cosmopolitan. Aria ist zu unserer Rechten, aber F1. Überall Stau. So langsam verstehe ich, wieso die Locals das nicht mögen. Ich wurde außerdem gefragt, was ich darüber denke, ob es heute jeder am Pokertisch schafft, also ob jeder professioneller Pokerspieler werden könnte. Und ich bin der Meinung, ja, wenn man folgende Dinge unter Kontrolle kriegt. Man muss natürlich in erster Linie Kontrolle über eigene Emotionen haben. Geduld und Disziplin ist ganz, ganz wichtig. Langfristiges Denken auf jeden Fall, also nicht auf die täglichen Results fokussieren, sondern ja, Big Picture sich anschauen. Also am Ende des Jahres ist man dann halt plus. Auf kurze Sicht ist das alles Glück, aber man muss das Ganze auf lange Sicht sehen. Ja, dann ist das halt, dann hat das nicht mehr mit Glück zu tun, sondern eher mit Skills. Durchhaltevermögen ist natürlich ganz wichtig. Ja, trotz Bad Beats und schlechten Phasen und so weiter stark bleiben, motiviert bleiben und trotzdem A-Game abliefern und vor allem immer wieder auftauchen auch. Ja, es kann sein, dass man sich nicht gut fühlt oder ein bisschen down ist oder so. Aber man muss halt als Champion trotzdem auftauchen und trotzdem versuchen, A-Game zu spielen und immer das Beste geben. Konzentration ist natürlich ganz wichtig. Viele können sich nicht mehr konzentrieren heutzutage. Zeiten von TikTok und Instagram. Und da hilft natürlich eine gesunde Ernährung, Sport machen und fit bleiben und also Dinge. Das geht alles unter die Kategorie Gesundheit und Konzentration, also es geht Hand in Hand. Ein gesunder Lebensstil. Und man muss ganz viel Selbstvertrauen haben. Also in allen Punkten habe ich gestruggelt. Als ich als Pokerspieler angefangen habe, ich muss ganz weit zurück. Meinen allerersten Card Deck habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Da war ich ganz klein, irgendwie 8, 9, irgendwie so. Und auch nicht, weil, also wir waren shoppen in so einem 1-Euro-Laden oder so. Und dann habe ich einfach die Karten in der Hand gehabt und hatte mir gekauft. Also nichts dabei gedacht. Und damit bin ich dann zu meinem Papa und mein Vater ist das genaue Gegenteil von meiner Mutter. Der hasst alles, was mit Glücksspiel zu tun hat und Karten und so weiter. Und er hat die Karten genommen und direkt in den Mülleimer geschmissen. Und das war so meine allererste Erfahrung mit Karten und Glücksspiel. Und da gab es Stress mit dem Papa und so weiter. Das kann ich mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Dann war ich außerdem in der Schule zum Beispiel nie einer, der in den Sportarten als erstes gewählt war. Ich war nie gut in Ballsportarten und so weiter. Ich war halt Bodybuilder und habe mich dann für Wrestling, also für Ringen und so weiter interessiert. War jeden Tag im Fitnessstudio. Solche Sachen, da war ich gut drin und Computer. Und, aber in der Schule gab es nichts, was mich gefördert hat, also Dinge, die mich interessieren. Von daher war ich in der Schule auch ein Außenseiter. Das ging schon direkt Tag 1 los. Da hatte mein Vater bei der Einschulung den Zettel verloren gehabt, wo drauf steht, was ich alles zur Einschulung brauche. Und ich bin dann in der Schule aufgetaucht und hatte dann ja die meisten Dinge halt nicht dabei. Und die Lehrerin hat mich dann voll zur Sau gemacht vor allen Mitschülern und so. Da war so Tag 1. Ab da habe ich direkt Schule gehasst auch. Also ja, von Kind auf an auch irgendwie nie in den Dingen gefördert worden, wo ich Interesse dran hatte und ich musste immer so meinen eigenen Weg gehen. Also hatte ich da auch natürlich meine Probleme mit Selbstvertrauen. Also wie gesagt, wenn man dann
jedes Mal beim Fußball als letztes gezogen wird oder so, also einer der letzten, dann ist das natürlich nicht so cool. Und dann mit Verlusten umgehen können, das habe ich am Anfang überhaupt nicht hingekriegt. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich habe mit Turnieren angefangen. Das waren so ganz kleine 30-Euro-Turniere damals in Köln im Gigacenter, die ich da gespielt habe früher. Und ziemlich gut abgestimmt habe sogar. Ich habe zweimal gewonnen, mehrere Male so iPads und solche Sachen gewonnen. Dann ein WPT Satellite habe ich dort gewonnen. Und das war sogar in dem Jahr, wo Pius Heinz Champion geworden ist. Und er ist dann auch zur WPT in Dortmund aufgetaucht. Aber als ich mich dann als erstes mal an Cash Game gesetzt habe, also diese 30 $ Verluste und so weiter, damit konnte ich halt noch klarkommen, aber dann habe ich mich, Shoutout an Alex, durch ihn bin ich an die ersten Cash Game Runden in Bonn gekommen und ja, total, also es war mega krass, wie man dann auf einmal im Cash Game so easy gewinnen konnte und so weiter, hat mir mega Spaß gemacht, bis ich dann mal 600 € verloren hatte, beziehungsweise ich hatte gar nicht so viel Geld dabei. Ich bin mit 200 dahin und habe die 200 erstmal verloren und dann habe ich mir von, ich glaube er hieß Konstantin, auf jeden Fall haben wir den immer Onkel genannt, so ein richtiger Mafia-Boss von früher. Also mit richtig Mafia-Boss meine ich richtig Mafia-Boss, Leute. Der hat da die Runde geschmissen ab und zu und von dem habe ich mir dann nochmal 600 € geliehen und bin voll davon ausgegangen, dass ich die 600 natürlich nicht verlieren werde. Wie das immer so ist, habe ich natürlich verloren und bin dann nach Hause und ich kann mich gut daran erinnern, das hat mehrere Tage gedauert, bis ich da mit dem Tilt klargekommen bin. Oder beziehungsweise ich habe mich irgendwie selber gehasst, dass ich dieses Gefühl vom Geld verlieren und dass ich das nie wieder irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, als wenn ich die 600 nie wieder zurückkriegen könnte. Ich habe dann natürlich das Geld irgendwie zusammengekratzt und innerhalb von 1-2 Wochen oder so zurückgegeben. Damals habe ich noch als Fotograf und so weiter in Clubs gearbeitet und hatte auch einen festen Job noch. Also hatte ich ein Einkommen, habe das dann damit bezahlt. Aber ja, das waren so meine ersten Eindrücke in der Pokerwelt. Also ich hatte mit ganz vielen verschiedenen Ängsten zu kämpfen und ich musste alles nach und nach versuchen zu meistern. Und das hat sich dann nochmal geändert, als meine Kinder geboren sind. Also noch mal neue Ängste dazugekommen. Also ich bin der Meinung, dass man immer mit Ängsten zu tun hat. Auch ein Superstar, was weiß ich, ein Daniel Negreanu oder was auch immer, auch die haben immer wieder emotionale Probleme. Und, aber die wissen halt viel, viel besser damit umzugehen und tauchen trotzdem immer wieder auf, auch wenn es mal eine schlechte Phase ist oder ja, die geben halt nie auf. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Der Unterschied zwischen einem Champion und einem normalen Menschen ist, dass der Champion immer noch mal 5 Minuten länger macht, obwohl er kurz vorm Aufgeben ist. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr denkt, was noch so wichtig ist als Pokerspieler. Weil natürlich Studying und die Fundamentals alle lernen und die Basics und so. Das ist natürlich ultra wichtig auch. Wenn man nicht weiß, was man macht an den Pokertischen, dann ist schlecht. Aber ja, ich würde mich auf jeden Fall dafür interessieren, was ihr darüber denkt. Stabiles Auto, Leute. Krass, Leute, guck mal, wer da schreibt. Kann man nicht sehen? Tobi Block. Ich glaube, der Tobi ist im Aria. Es ist rappelvoll hier in Aria, Leute. Ja, den Film macht nein. Geht bis jetzt einfach gar nichts. Ich habe mit Pocket 10ern verloren, mit Pocket Buben verloren, mit Pocket Damen verloren, mit Ass König verloren. Gerade eben nochmal mit Ass Dame schön im 3-Bet-Pot. Kommt Ass hoch, ich trap in am Flop. Es gibt einen Limper. Zu meiner Rechten der Open Race auf 20. Ist ein Spanier, guter Spieler eigentlich, aber packt immer wieder so verrückte Moves aus. Hat auch keine Angst, große Bets zu bluffen. Der Open Race auf jeden Fall 20 $. Ich raise auf 60 mit Ass Dame in Herz. Er callt, alle anderen folden. Flop kommt Ass hoch. Es geht Check, Check. Turn kommt irgendeine Blank. Er checkt, ich bette 65. Er callt und River kommt eine 3. Er bettet jetzt 200 $ und ja, keine Ahnung, ich habe halt gehofft, dass er denkt, dass ich Turn einfach
weak bin und also dass die Bett halt weak ist, vor allem weil ich Flop gecheckt habe. Wie gesagt, er packt halt gerne mal Moves aus und so, aber dieses Mal hat das. Er hat Ass 3 Offsuit sogar gehabt und macht dann 2-Pair am River. Also ich habe die ersten 2 Stunden an Tisch 11 oder so gespielt und der Tisch war halt total Katastrophe. Da habe ich ausnahmsweise mal einen Table Change gemacht. Da habe ich eigentlich ein bisschen wieder rauf, also ich war zu dem Zeitpunkt schon $600 down. Und dann wieder ein bisschen raufgekrämpft, war nur noch $300 down und jetzt sind wir wieder $600 down. Aber es ist gerade mal 9:45. Ich hole mir gleich, glaube ich, einen Salat erstmal. Ich habe ein bisschen Hunger und ja, Grind geht auf jeden Fall noch weiter. Wieder zurück an die Tische. In den Vlogs, wo ich Ratschläge gebe, Leute, kriege ich immer aufs Maul. Session mit einem Minus von $2.100 beendet. Heute ging einfach überhaupt nichts. Also keine einzige Hand habe ich gewonnen. Ich habe einmal mit Ass König einen $100 Pot gewonnen. Ansonsten habe ich jede einzelne andere Hand verloren. Auch immer wieder gegen 2-Outer, 3-Outer, 2-Outer, 3-Outer. Jetzt die letzte Hand mit Ass König, in einem 3-Bet-Pot mal wieder. Floppy Trips, zu dritt sind wir in der Hand auch noch. Ich habe mich dazu entschlossen, Flop einfach zu betten, weil obwohl ich Trips habe, also normalerweise Slowplay, aber weil die da nie, so gut wie nie was haben, aber gegen die Spieler, wo ich unterwegs war heute, konnte man locker C-Betten und die callen halt einfach alles. Es war ein richtig wilder Tisch auch. Ich C-Bette auf jeden Fall $55 und krieg einen Call. Turn geht alles rein. Ass König gegen Pocket Zweier. Er trifft seinen Set. Ich habe heute zweimal Asse gehabt, zweimal Pocket Könige gehabt, einmal Pocket Damen, einmal Buben und mehrere Male Zehner und ich habe alle verloren. Jedes Mal 100, 200, 250, immer so in dem Bereich verloren. Dann habe ich einmal einen schlechten Call am River gemacht, die $200. Hätte man eigentlich folgen können, aber ich konnte mich nicht mehr von der Hand trennen, nachdem ich da stundenlang einfach jedes Mal wieder aufgeben musste und so. Außerdem gegen den Gegner war das jetzt nicht ein Riesenfehler. Er polarisiert ein bisschen. Aber mein Tisch war mega gut. Also ich hätte eigentlich da bleiben müssen, weiterhin noch. Da waren Leute, der Typ hat einfach, der 3-bettet der auf, also der Open Race einer 20, gibt es einen Call 20 und er hat 3-bettet $160 mit Pocket 3ern. Und Flop kommt damit 10 noch was. Geht aber auf jeden Fall mega Action ab die ganze Zeit. Flop Turn River. Callt sogar noch eine River Bet von $500 mit Pocket 3ern. Und der andere zeigt Pocket 10er, also hat ein Set gefloppt. So ein Tisch war das. Die haben halt nie gefoldet, nie irgendwie, da konnte man mega krass schnappen, aber gegen mich haben sie es halt immer und immer wieder gehabt, in jeder Hand. Und jetzt die letzte Hand mit Pocket Deuces hat mir dann den Rest gegeben. Hab keinen Bock mehr gehabt. Jetzt ist außerdem schon 12 Uhr und ich muss noch ein bisschen Schlaf reinkriegen, denn morgen spielen wir auf jeden Fall noch das Turnier. Hoffentlich sind wir heute mega schlecht gerannt, damit wir morgen auseinandernehmen können, Leute. Turniersieg wäre mal, würde jetzt auf jeden Fall schmecken. Nachdem wir jetzt diesen Monat, jetzt sind wir fast 60 Stunden, habe ich schon 60 Stunden gespielt und wir sind nur fast $500 plus. Ja, auf jeden Fall brutale Session heute, Leute, aber ganz komisch, dieses Mal ohne Tilt, beziehungsweise beim letzten Mal war ich auch nicht Tilt, aber war halt eine frustrierende Session beim letzten Mal, weil die, da war ich den ganzen Abend lang plus und kurz vorm Heimgehen verliere ich dann einen Stack und dann bin ich wieder Break-Even, habe ich nochmal 3 Stunden verlängert, bin ich wieder Break-Even und verliere wieder einen Stack, bevor ich abhaue. Das war so mit den Emotionen, das war zu krass. Heute haben wir halt einfach von Anfang an nur aufs Maul bekommen. Und ist aber manchmal so, Leute. Es geht morgen schon um 12 los. Wenn ich zu Hause bin, haben wir 12:30. Also für mich geht es direkt ins Bett. Es kann sein, dass ich meinen Vlog erst, weiß nicht, ob ich das morgen früh noch schaffe. Aber es kann sein, dass mein Vlog ein bisschen verspätet hochgeladen wird. Es haben sich aber viele in den Kommentaren mal zur Abwechslung ein Turnier gewünscht. Und dann machen wir das auch so. Ich glaube, nach so einer Katastrophenwoche, wie wir diese Woche hatten, tut zur Abwechslung ein Turnier mal ganz gut. So Leute, ich bin schon fast auf der Autobahn, hätte ich jetzt fast gesagt, auf dem Highway. Es geht ab nach Hause, direkt ins Bett, damit wir morgen frisch und erholt Turnier spielen. Danke, dass ihr dabei wart, Leute. Vielen Dank fürs Kommentieren, Liken und nicht vergessen, abonnieren. Peace.